Es ist fast Ende Mai in Rudratshofen im Ostallgäu. Der Winter war lang und der Vorfrühling kalt. Endlich kann Claudia Bohljan die Tomatenpflänzchen ins Freie setzen, die im Gewächshaus schon ziemlich groß geworden sind. Hier am Haus ist ein ganz schöner Platz. Ich habe sie hier all die Jahre. Und es ist immer ganz schön, wenn man einfach auch von der Terrasse rauskommen kann und naschen. Die Herausforderung an sich sind nachher meine Hühner, dass die auch da drinnen lassen. Deshalb setzt sie um die Tomaten bodenbedeckende Pflanzen wie die Kapuzinerkresse. Das Stroh hilft gegen Schnecken. Wenn die Erde erst mal bewachsen ist, dann lassen die Hühner die Tomaten in Ruhe. Bis dahin wird sie noch einen Zaun aufstellen. Jetzt kommt schon meine Freundin. Na, Leni? Und Lotta läuft auch gleich hinterher. Die Tomatenpflanzen wollen nur gegossen werden. Regen mögen sie nicht. Deshalb stehen sie unter dem Hausdach. Die Natur- und Wildnispädagogin bewirtschaftet ihren Garten nach dem Prinzip der Permakultur. Alles, was hier wächst, wird weiterverwertet. Ja, Berle, hallo. So, ich habe jetzt hier Gras getrocknet. Nach der langen Regenphase endlich mal wieder den Grasschnitt trocknen, mit dem ich hier mulche. Und hier ist unser Hügelbeet, das über den Winter entstanden ist. Und jetzt sehe ich gerade, hier trauen sich jetzt auch Kartoffeln raus. Und hier seht ihr zum Beispiel das Hügelbeet vom letzten Jahr, das abgeerntet war von Kartoffeln und eine gute Erde ist. Und ist ein wunderbarer Boden hier jetzt für Zucchini oder auch hier die Erbsen. Ich bin ganz stolz, weil man kann frische Erbsen eigentlich nicht kaufen, aber man kann sie hier im Garten naschen. Und genauso hier war genauso auch mal ein Kartoffelbeet. Das ist jetzt heuer für Grünkohl und Fenchel und viele andere Kräuter und Gemüsesorten. Claudias Mann Helmut arbeitet 4 Tage in der Woche als Verkäufer von chemischen Analysegeräten in der Schweiz. Wenn er zu Hause ist, sorgt er mit seinem Hobby ebenfalls dafür, dass der Garten fruchtbar bleibt. 10 seiner Bienenvölker stehen verteilt auf dem Grundstück. Für den Garten ist es einfach so, man sieht hier, wie die Bienen auf die Früchte reingehen oder zum Beispiel in den Beinwell reingehen. Das ist einfach schon sehr ein Vernetzen. Es ist nicht nur einfach, ich habe Bienen, sie hat den Garten, sondern es ist wirklich ein Zusammengehen über die Natur. Die Bienen stellen dank der vielen Blüten im Garten so viel Biohonig her, dass er nicht nur zum Verzehr für die Bohljans reicht, sondern sie ihn auch verkaufen können. Beide haben sich mit ihrem Gartenparadies einen Traum erfüllt. Doch bis dahin war es ein langer Weg. Schon als kleines Kind hält sich Claudia gern im Garten ihrer Eltern in Mindelheim auf. Auch als die gelernte Krankenschwester selbst eine Familie gründet, baut sie um ihr Haus bei Schrobenhausen eigenes Gemüse an. Dann gehen die Wege mit ihrem ersten Ehemann auseinander und sie lernt Helmut Bohljan kennen. 2007 heiraten sie. Bereits ein Jahr zuvor kaufen sie das renovierungsbedürftige Haus auf einem Grünland in Rudratshofen. Und wir sind ja im April eingezogen dann letztendlich. Und dann, wie man so rausgehen konnte, habe ich erst mal geweint. Wo fange ich an? Es war keine Blüte, es war so karg, es war alles so leer, nur diese magere Wiese. Und dann erinnerte ich mich an das kleine Gärtchen meiner Mama, also wo ich meine ersten Lebensjahre gelebt habe, ein Zaun. Dann sage ich, Helmut, ich will erst mal einen Zaun. Innerhalb dieses Zauns hat sie dann ihre ersten Pflanzen gesetzt und den Garten Stück für Stück weiterentwickelt. Zum Mittagessen soll es unter anderem einen Quark mit Kräutern und Blüten geben. Der Selbstversorgerin ist es wichtig, sich den Jahreszeiten entsprechend zu ernähren. Dabei hat sie eine klare Botschaft. Was ich so versuche, auch mit den Menschen zu teilen, die Wertschätzung und Achtung wieder vor dem, was um uns herum ist. Weil das, was wir wieder sehen und lieben, das schützt man auch. Freilich, nicht jeder kann einen Garten sein eigen nennen. Doch auch auf dem Balkon lassen sich essbare Blüten und Kräuter kultivieren.
Es gibt immer Möglichkeiten. Oder am Fensterbrett, also wenn man Keimlinge zieht, Kresse zieht. Einfach diese Verbindung, wo man zuschauen kann, es wächst was. Und es wächst nicht weiter, wenn ich nichts mache. Also ich muss mich darum kümmern. Und ich glaube, das kann man auf dem kleinsten Raum. Claudia Bohljan braucht noch Huflattichblätter. Die wachsen bei ihr zuhauf am selbst angelegten Teich. Im zeitigen Frühjahr kann man aus den gelben Blüten einen Hustentee machen, weiß die Naturpädagogin. Sie hat sich über viele Jahre ein enormes Wissen angeeignet. Es fing an nach der Geburt meines ersten Sohnes, wo ich gemerkt habe, dass so manches, obwohl ich gelernte Krankenschwester bin, bei ihm nicht so geholfen hat. Also er hatte viel Fieberkrämpfe und Anfälle. Und mein früherer Mann und ich dann gemerkt, wir schauen auch ein bisschen in die andere Richtung und haben vor allem über Kräuter und Wurzeln von Hildegard von Bingen den Manuel wirklich gesund bekommen. Claudia Bohljan will heute draußen kochen. Am Teich hat sie sich mit ihrem Mann ein schönes Plätzchen dafür geschaffen. In die Huflattichblätter wickelt sie Schafskäse mit Kräutern. Milchprodukte sowie andere Nahrungsmittel, die sie nicht aus ihrem Garten beziehen kann, kauft sie in der Region. Außerdem bereitet sie noch einen Kräuterquark, unter anderem mit Kleeblüten zu, sowie Dinkel-Hefeteigtäschchen mit Brennnesselblättern gefüllt. Immer dieses kreativ und erfinderisch sein, das belebt mich einfach und ja, schenkt mir echt Freude. Dann können die zweierlei Täschchen auf den Grill. Für die Kochexperimente seiner Frau ist Helmut Bohljan durchaus aufgeschlossen. Ich finde es gut, dass wir immer wieder sowas machen. Das ist einfach mal eine Abwechslung. Manchmal auch spannend, ob es schmeckt oder nicht schmeckt. Aber es ist wirklich ein interessantes anderes Essen, das einfach nicht alltäglich ist. Die Selbstversorgerin will abwarten, bis der Schafskäse in den Huflattichblättern schmilzt. Und hier brutzelt es schon. Es dauert nicht mehr lang, dann können wir essen. Spannende Momente. Ja. Bisschen Quark dazu. So. Bitte schön. Danke. Genau richtig. Richtig perfekt. Ein bisschen kross und haben eigentlich gar keinen Eigengeschmack. Was man richtig rausschmeckt, ist der Geschmack vom Schafskäse und natürlich den Kräutern, die oben drauf sind. Und dann so heiß und der heiße Schafskäse vermischt mit diesen Blättchen, die so ein bisschen knusprig sind. Ganz ein tolles Geschmackserlebnis. Ja. Sie lassen sich auch die Teigtäschchen mit Brennnesseln schmecken. Danach wartet schon andere Arbeit auf Claudia Bohljan. Als sie wieder mal tibetische Gebetsfähnchen im Garten aufhängt, kommt in ihr der Wunsch auf, selbst solche Fähnchen herzustellen, aber mit Allgäuer Motiven. Vor 5 Jahren setzt sie die Idee mit Hilfe von Freunden in die Tat um. Für mich ist die Botschaft eine Liebeserklärung an die Natur, an die Erde. Und meine Intention war eigentlich das allererste die Kuh. Man erlebt oft, dass Menschen Fleisch essen, ohne viel drüber nachzudenken. Wenn man aber so eine Kuh erlebt, wie sie draußen lebt, wie sie das Gras frisst, das sollte man auch achten, wenn man Fleisch isst, dass da ein Tier mit großen Augen dahinter steht. Ihre Allgäuer Gebetsfähnchen kommen gut an. Nicht nur bei den Einheimischen, sondern vor allem auch bei Kunden aus Bayern, die außerhalb ihrer Heimat leben. Sei es in anderen Bundesländern oder im Ausland. Gestern war ein Radlfahrer, der sich hier mit mir fotografieren lassen wollte und den Fähnchen und gesagt hat, er verschenkt sie seitdem nur noch, weil es einfach Freude verbreitet. Einfach den Menschen Farben, Freude oder Symbolik. Für den Abend hat sie sich mit ihrem Mann etwas Besonderes vorgenommen. Sie wollen in ihre Schwitzhütte gehen. Doch dafür müssen sie erst mal alles vorbereiten und vor allem die Steine erhitzen. Zu den Ritualen gehört für die ausgebildeten schamanischen Heiler, das Feuer auf traditionelle Weise zu entfachen. Heute übernimmt das Helmut Bohljan. Ja, als wir uns kennengelernt haben damals, war es für uns so ein verbindendes Element, dieses in die Schwitzhütte gehen und gemeinsam uns spüren und erleben und einen Platz haben, der einzigartig ist. Die Schwitzhütte entsteht mit Filzdecken und Zeltplanen.
Während die Steine heiß werden, bringt Claudia die Enten in den Stall. Jetzt haben wir Feierabend. Ja, geht rein. Gute Nacht. Jeden Morgen sind sie mir eine Herzensfreude, wenn ich hier aufmache. Und ich kann noch so schlecht drauf sein. Ich sehe die Enten und muss einfach lachen. Nach über 1,5 Stunden sind die Basaltsteine heiß. Gleich kann es losgehen mit dem Schwitzen in der Hütte. Schon wie ein Geschenk nach einem Tag, wo wir viel gemacht haben. Oder nach der Woche, der Helmut dann auch da ist. Und das, ja, andere gehen in die Sauna, wir gehen hier in unsere hauseigene Schwitzhütte. Genau. Die Elemente Feuer, Luft, Erde und Wasser spüren, sich mit der Natur verbinden. Dieses Erlebnis gibt Claudia Bolian und ihrem Mann Kraft. Sie haben sich in ihrem Garten ihre eigene Wellness-Oase geschaffen und lassen auch immer wieder andere daran teilhaben.